Die Idee van op lang pachten. 2 Jaar terug wie we werkelijk aan een zeer diepet Loch. Dit is wo dat is, van Gott die aan de Wüsten anleidt. Door maakt hij sicher, dat er nichts is wat er wassen kan. Für irgendeine Ursache wie wir door. Dat geschafft dat nicht gut, en wat wir dachten, dat wir daunen sollen, schlug fehl, en wir kämen bad door, dat wir ungefähr 500.000 Euros kart wären, en wir wüssten gar nicht wieso. Gott, wat deed ik aanrecht? Eerst beschuldigde ik mich selbst, en dan verdoppelde ik mijn Weiten, en schließlich stelde ik dat am Twijfel, wat ik van Gott gehoord had. Kon ik van alles vergeten, wat Gott mir al vorher gesagt had? Ik bleef dat bozig durch mijn schriftbuch, wo ik mir alle diese Begegnungen mit Gott durchgeschrieben had, en de Entscheidung, wat wir gemacht hadden, stemmt mit onze Unterholungen mit Gott. Ik vond door nichts aanrecht. En meine Vertwijfelung zei ik, Herr, ik moet mich verantwortlich machen. Nee, nicht mit Geld lehen. Dat wir noch viele Jahre al klar. Aber an der steht, dacht ich mit Vernunft. Du hast uns al so viel gegeben. Nu wo wir den Rosenhof oder die Fabrik verkaufen oder ein von den anderen Landstecker. Wir hadden ein Landsteck, wat wir nicht wirklich neidig hadden en wir beten. Herr, wir wollen das verkaufen. Kannst du uns dienen Sehen geben, dat wir das Loch schließlich einmal fallen können? Ein guter Freund, Andreas, sagt, Victor, wieso büßt nicht eine Anlage von Sonnenenergie auf den Landen ab? Ich had al jaren terug am so wat geplant, aber ich krieg zu der Zeit nicht die Freiheit dortau, und daher wird das verständlich, dass ich über diese Idee nicht sehr abgebracht wird. Aber Andreas raubt Ware an, wieso das dort nicht? Du hast dort Land dich wie am Hochweg, du kannst du eine Sonnenenergieanlage abstahlen. Na, ons Land wird nicht ganz anschließend am Hochweg, und an der Zeit erlaubt das Gesetz nicht, dass die Sonnenenergieanlagen wieder auf aus 110 Meter vom Hochweg wären. Ich würde mit einem former Landstecker tüchen machen, um dort zu daunen, und das jankert mich nicht. Ich wäre eine gefährliche Bedrohung mit keine Ideen und keinen Drief. Aber die Idee leidt mich nicht doch. Das scheint wirklich so, als wenn Gott Andreas dort abgelegt hat, mir das ab im Lief zu schmieden. Daher möchte ich mir mal ab, um Gott weinst den Auflehnungsbrief zu wiesen. Ich fuhr nur dem Former und früh am nur Landstecker tüchen. No mein Denken wie dat voor nicht ein guter Handel mit mir zu tüchen. Sein Steck wie so'n goudet Steck Land, en wann hij tüchen wird gelijk durch seine Stab ein Weich gonen. Sehr angodlich. En dat is krijgt wat hij mir seht. Wieso würd ich mit die tüchen? Soll ich mein goudet Feierkontje Biet an 2 Bieter teilen, en dan einen Weich an dem Meer durch haben? Na, denk je mal darüber no, seht ich. Vielleicht ist dat doch eine gute Idee. No 3 Wege raubt hij an en hat einen Vorschlag. Wann wir an der anderen Seite vom Weg noch 5 Hektar verkaufen würden, würde er wirklich sein zu tüchen. Ich wäre gerettelt. Noch mehr Land verkaufen und für so einen guten Preis? Ich reken mir dat even und dacht, dat wir doch eine gute Idee. Ich fuhr also nur dem Former und er sagt zu mir, weißt, ich seh zu meinen sehen, dat er du auf unser Stab eine Sonnenenergieanlage abstahlen soll, aber er will nicht, weil wir diesen Handel an der Stadt machen. Mag die keine Sorgen. Keiner kann die dort wahrnehmen, was Gott für die geplant hat. Selbst keiner will dort überhaupt. Wir mögen den Handel und nu hat ich ein Landsteck am Hochweg, um die Sonnenenergieanlage abzustahlen. Aber das System wird 4 Millionen Euros kosten und in diesem Moment wird ich 500.000 hängen. Herr, ich hab das Land und kann ihn nicht wieder nie sein. Diese Idee muss wieder neu gewonnen worden. Als Menschen dacht wie nu so. Wir können uns auf sehr leere Interesse Geld leihen, um diese Sonnenenergieanlage abzustahlen. Das halt wirklich meist nicht aus Geld liehen. Dat Land ist interessiert an erneuerbare Energien. Sie wollen dort bloß nicht selbst daunen und laat die Bürger dort daunen. Dann kaufen sie den elektrischen Strom von die für 20 Jahre mit einem festgesetzten Preis. Das ist nicht gewagt. Das ist so, als wenn ich meinen Sehen das Geld gebe für ein Internetgeschäft. So kann er Geld verdienen und mir das dann zurückgeben. Das ist, wo meine Vernunft das bearbeitet und mein Gewissen stimmt damit an. Das ist kriegt, wo uns Gewissen arbeitet. Wir müssen bloß die rechte Master brücken oder die Dinge recht benanen, die an der rechten Schüfluten entstehen, solange, was das nicht mehr jeden anführt. Ich teilt meine Ideen am Ovenkost mit. In unserer Familie verteilen wir Vorken über die geschäftlichen Sachen und fragen die Kinder, was sie davon denken. Das Jüngste sagt, Pa, die Idee von der Sonnenenergieanlage ist gut, aber das Geld liehen ist nicht gut.
Mir gefällt dat nicht so te hören, en ik fang an darüber te reden und te erklären. Mein Sehen wir still. Wir vertalen viel von unseren Entscheidungen und horchen, was unsere Kinder sagen. Aber in diesem Fall hat wir den Plan all autorisiert und haben mit der Bank all ganz vernünftige Verhandlungen gemacht. Von da kann man für sehr wenig Geld von Freiheit und Sklaverei übergehen. Dat deed even een half jaar en we vertaalden volken daarvan en waarder moest ik mijn gewissen bevredigen en mijzelf die wat zeggen dat de plan voor de zonnenergieanlage geld te leren goed weer. Wenn je werk voor dat ganze Reit weer te onderschrijven en nadem dat het alle toegezegd weer, vangt Doris zich door even aan onmogelijk te feilen. Doris zegt, we waren in ons auto en ik zei te Victor, Victor, weetst, ik vang ook aan te geloven dat dit met geld leren niet een goede idee is. Dit is bloos niet 100% recht. Victor, je valt het niet dat ik zo'n zet. We zijn al zo lang in dit gewast, we hebben geplant en dafür geschafft, en du wirst mit einen drijfs mino, en nu op eenmaal hastig wist du dat niet meer, du verroodst me. Nee, ik verrood die niet. Ik zie recht en du bist op den falschen Stich. Dat project is goed, aber ik feil me niet reich met dat geld leren. Ik kon nicht erklären, wieso, aber irgendwas muss ändern. Wir haben die Tradition, dass wir alle Abend einen Bibelvers aus einem Behälter rausnehmen, den lesen und taub beten. An einem Abend, nicht lang nur diese Unterholung, trug wir einen Vers raus, was sich noch eine wahre Vermahnung geht. Herr, was ist das? Wieso vermahnst du mich? Deut ich wat recht? Am nächsten Samarius nahm ich mir die Zeit, um zu denken. In all diese Jahren habe ich gelehrt, dass Gott durch Ideen zu Victor redet. En eine Ehe ist dat goed door op te achten, wo Gott zu unseren Partner redt. Victor weet wo Gott zu mir redt en ik weet dat Gott aan mij Ideeën geeft. Nur diesem ermahnenden Vers bete ich still. Herr, geef am eine Idee. Ich weet nicht, wat die Lösung sein kann. Ich weet bloß, dat dit nicht recht ist, aber ich weet nicht, wo dat beter sein wird. Dat wir alles, wat ich tun kann, Gott beten Victor eine Idee zu geben. Dat wir auch, wat ich am nächsten Samarius bet. Geef am eine Idee. Victor sagt, Manna, wenn Gott der Jüne früh redet, dann rechnet aber nicht damit, dass sie sinnmachende Ansichten geben wird, wenn sie bloß ein fremdes Gefühl haft. Rechnet nicht auf eine Lösung. Meine Früh hat bloß ein fremdes Gefühl und dort wir, wat mich stillholen mag und wat mein Schutz wir. Am Anfang von uns befriedet Leben schaffe ich ihre Gefühle immer zu sehen. Die wären nicht sinnvoll und hatten für mich keine Bedienung. Aber mit der Zeit lehre ich, dass ich dann noch Gott gehen muss. Herr, geef mir eine Antwort, irgendwas ist nicht recht. Sie kann das vernehmen und ich will das ernst nehmen. An einem anderen Morgen in meine Gebetszeit frug ich, Herr, was ist recht? In meine Gedanken krieg ich die Antwort, Victor, wenn du das Geld liest, wird das eng sein von deinen Lehren über Gott sein finanzielles System. All vor meinen Ersatzdienst in Paraguay hat Gott zu mir geredet. Pass auf, Victor, dass du deine Berufung nicht durch frühes oder Geld verlierst. Hier hat het met Geld te doen en met dit Geld würde ich meine Berufung, Gott mit meinen Erfahrungen te dienen en würde geschmeten haben. Wenn ich dit Geld eigensinnig annahm, was würde ich dann für Autorität haben, davon zu reden? Gut, Herr, aber was ist dann die Lösung? Wir haben all so viel Geld gestochen, um das zu planen und die Freiheit von der Regierung dort zu kriegen und alles ist nu reut. Die Gedanken, dass Gott mich nicht mehr brauchen wird, wie erschreckend für mich. Ich will nicht von Gott zu sie gesagt worden. So würde ich nicht haben leben wollt. So ein Leben wird für mich sehr einteilig gewesen sein. Wenn ich ab dieser Erde nicht mit die Taub leben kann, Herr, dann ist meine Zeit durch und du sollst mich hier wahrnehmen. Nu fängt Gott an zu reden und er gibt mir eine Idee. Wieso sehe ich nicht einen Investierer, wo dort Land pachten wird? Du kostet Geld am Verrüt sammeln für die 20 Jahre, wo die Regierung den Energiepreis festgesagt hat. Wirklich, Herr? Das ist noch eine verreckte Idee. Wer wird das Geld am Verrüt holen, um das Land für 20 Jahre zu pachten? Ist das überhaupt was irgendwer daunen wird? Aber ich wüsste das all, wenn Gott was sieht, dann muss ich das wenigstens versichern. Das ist der einzige Weg, um Gott anders versichern zu überzeugen. Einen Schritt nehmen und ihm das beweisen, dass das nicht möglich wäre. Das schafft evens niemals. Er ist immer recht. Ich raubte meinen Freund Andreas dann an. Andreas bietet elektrische Apparate, wat Sonnenlichtenergie, also DC-Strom, und AC-Elektrizität umstellt, wat an Häuser in Fabriken gebraucht wird, und er wird mit das Ganze bekannt.
Kannst du wem, wer in Sonnenenergiesysteme investiert und wird das Ganze für 20 Jahre wird pachten wollen? Andreas käme kurz mit etliche Nomes ab, mögt wird anrufen über Telefon und bald ruft ein von dei mich an. Ich mögt meinen Vorschlag. Pachten für 20 Jahre, aber bloß dann, wann die Pacht 20 Jahre im Verrüt betolen wird. Der Mann hat noch studieren, aber wohl ein Betit, um darüber nachzudenken. Etliche Tage later mögt wir den Kontrakt vorig. Aber das ganze Ding wird für mich gar nicht so leicht. Ich hab gerechnet, ja, ich sammel das Pachtgeld nu, aber im Vergleich mit was ich machen würde, mit der Produktion von elektrischem Strom, wie das nicht. Sogar wenn die ersten 8 oder 10 Jahre auch mal bloß die Inversion würden betont haben, und ich nachher 300.000 Euros im Jahr würde machen können. Und dort will ich verpachten? War da wieder dort ein Kampf? Sehe ich zufrieden mit dort, was Gott mir jaft, oder will ich mehr? Mammon beit mir mehr an. Einmal sieht das bloß so, und einmal ist das auch wirklich so. Ich kämpft für etliche Tage und kam schließlich bei dem Entschluss. Haar, wenn ich das tue, und wie wieder in unserer Berufung leben können, dann wirst du uns versorgen, und in 20 Jahren wirst du von dort morgen in der alle Zeit uns versorgen. Zu guter Letzt wird unsere Integrität, was hier aufs Spiel wird. Wir wären 500.000 Euros kort, und ich will Land verkaufen, aber nu braucht ich nicht verkaufen, um das Loch abzufällen. Gott gibt uns 1 Million durch das Projekt mit das Sonnenenergiesystem. Ich kann bei sie dort noch eine gute Summe in meine Firma anstecken. Alles nahm sich gut ran. Gott kann sogar von dort was machen von nichts und von dort was Gutes machen, was er uns gegeben hat. Ich wünsch, dass die mir recht verstanden wurden. Wir vertalen diese Geschichte nicht um zu pochen, was für feine Menschen wir sind, dass wir das gemacht haben und weiten, wo Geld schafft. Das ist nicht zu Wort wie das mitteilen. Indem wir so oben mitteilen, weil wir unsere Leser dort wiesen, dass da noch ein anderer Weg ist, als das finanzielle System von dieser Welt. Eine wirkliche, recht arbeitende, geschäftliche Utwohl. Gott hat auch große Nummern an seinen Verrot. Und vorken auch gerade als wir von träumen. Wir lehren immer noch, wir haben Fehler gemacht und machen auch noch Fehler. Die 2 Jahre, was uns dort diet, was hier zu kommen, wären schwere, bessere Jahre. Aber einmal lädt Gott uns an die Wüste nennen, ganz was hängen, wo alles tau ist. In dieser Zeit sehe ich vorken, Herr, wenn du nu nicht mangfoten wirst, wird sicher großes Anhalt kommen. Wenn du uns nicht halbst, sind wir zum Verfehl verdammt. Wenn wir erst nicht mehr eine Leisung haben, dann kommt Gott im Bild nennen. Boso, wer in Gott seine Herrlichkeit mit keinem teilen will. Jesaja 42, Vers 8. Wenn wir immer noch selbst eine Idee haben, dann wird wir klug gewesen sein, und wenn wir einen Geschäftspartner gehabt haben, was Geld hat, wer wird dann die Ehe gekriegt haben, dass er uns geholfen hat? Nee, wenn Gott was tät, wird jeder einem, wer damit zu tun hat, dort klar, dass bloß heute Verherrlichung wird ist. Gott tut das, er allein tut das, und er kann so viel mehr tun. Wir versuchen das an die Geschichten, was wir von unseren Erfahrungen vertalen, überzubringen. Das ist Gott, was das tät. Das ist nicht uns Verdienst. Das ist seine Barmherzigkeit. Und das geht um ein Verhältnis mit ihm. Das ist ein Prozess. Wir haben eine Idee, wir gehen wieder, und hängen weiß, wo wir an, dass irgendwas nicht ganz recht ist, dass es irgendwo nicht passt, und was wir von Gott gelehrt haben. Und wenn irgendwas nicht mit Gott seine Wege von Arbeiten passt, dann vertalen wir mit ihm, was er unser Schritt reich wisst. Bitteschön, sei zufrieden mit was Gott dir gibt. Wenn er uns von dort so viel geben kann er uns morgen mehr geben und nachher auch. Ich brauch nicht grunzen, wie ich den Verdienst an dem Pachtkontrakt verlor. Und da steht, lehre ich zu beten. Herr, sehe in diese Menschen, was an uns investiert und uns gesegnet haben. Wieso würden die nicht auch einen Gewinn davon haben? Herr, lot es anschienen, dass sie viel Geld machen können. Darüber sehe ich wirklich froh. Wieso? Wären wir gesegnet worden, und wir können sie auch gesegnet worden. Diese Geschichte von dem Sonnenenergieprojekt passiert 2 Jahre zurück. Wir erschrocken uns, als uns dort klar ward, dort, nachdem dort Gott uns dort allein gelehrt hat, wir waren auf denselben Stich abgeroden, wo wir so Jahren hatten raufwollt. Wir haben uns selbst überzeugt, dass uns Plan mit das Geld liegen ein guter Plan wir. Wenn Gott uns nicht beschützt, wenn er nicht über uns wirkt, dann wollen wir immer weiter in diese Fallen angelappen. Dort geht dann bloß einfach durch seine Barmherzigkeit zu leben. Alle ihr trifft Gott.